Hallo und willkommen zurück bei Anno 2205. Wir werden hier noch schnell Upgrades machen und dann verschießen wir uns in ein neues Gebiet. Wie viel haben wir denn von den Zeugs? 80. Gut, aber wir können auch nicht mehr aufsteigen. Hier steht nämlich, betreten Sie die Arktisregion. Öffnen Sie das Strategiemenü. Das tun wir doch gerne. In der Arktis fallen Ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Custodians. Werfen wir einen Blick auf Ihr Territorium. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Fabrik-Upgrades. Module verbessern die Produktivität der Fabrik. Mensch. Können Sie das mal zurück? Hat es das gemeint, kann man denn diese Fabriken verbessern oder was? Anstatt dass ich da 100 andere baue. Module! Ja gut, wieso sagen wir das keiner? 2 Grafen. Wo sehen wir die Grafen? Das ist die Grafen. Ja. Okay, haben wir irgendwas, was schlecht läuft vielleicht gerade, um das auszuprobieren? Wieso haben wir hier nichts? Weil es direkt da reinfließt oder was? Da. Ja, aber wir könnten noch mal so ein Modul ausprobieren, ne? 2 Grafen, 200 Credits. Passt doch. Hä? Nein! Ich bin so dumm. Ah, wieso sagt mir das kein? Wieso sagt mir niemand das? Ich muss jetzt wieder umbauen. Oh, ich habe immer so alles so perfekt geplant. Ne, Scheiße. Mann. Ich wette, das gäb's ja auch. Okay, man lernt immer wieder neu dazu. Ich glaube, ich werde das hier ein bisschen schnell ein bisschen umbauen und dann sehen wir uns wieder. Ich möchte mit euch in diese Folge in die Arktis und dann werde ich immer schnell Pause machen, dann ein bisschen umbauen, ein bisschen verschönern und dann sehen wir uns gleich wieder in Anno 2205 noch in dieser Folge. Bis gleich, tschüss. So, da bin ich wieder und gute Information, die ich nicht gerade gecheckt habe und nicht wusste. Alles kann man upgraden. Das heißt, sowas hier brauche ich nicht mehr. Man kann sogar Windturbinen upgraden. Hier macht man einfach ein Upgrade drauf und kann dann einfach noch mehr Windturbinen hinmachen, bis hier ein riesiges Kraftwerk steht. Und ich habe da immer überall noch ein Wind, da noch und da noch eins hingebaut. Genau auch mit dieser Fabrik, wenn sie nicht mehr so gut läuft, dann können wir hier noch ein Modul hinzufügen, was dann aber auch ziemlich viel Platz braucht. Also es muss immer alles angebunden sein. Ich habe hier jetzt noch ein Modul hinzugefügt und hier noch ein Modul und hier noch und hier noch. Einfach damit da ein bisschen mehr läuft, weil dann sieht man hier, dass es auch schön nach oben geht. Auch wenn das Wasser mal knapp wird, kann man selbstverständlich hier noch ein Wassermodul hinzufügen. Hätte ich das doch früher gewusst. Ne? Wie viel Energie bringt so ein Ding? Gerade keine. Okay, Wartungsarbeiten. Aha, die auch, oder wie? Lustig. Aber die bringt ein bisschen was, oder? Windturbine, oder? Ja, ich will die Windturbine. So steht hier nicht Energie fehlt. Was geht hier los? Was ist denn hier los? Windet's gerade nicht, oder was? Naja. Energie haben wir noch 194. Ist das plötzlich so runtergehen? Weiß ich auch nicht. Weil ich gerade so viel gebaut habe hier. Oh, schöne Roboter. Aber wir wollen jetzt hier weitermachen, wie ich es versprochen habe. Und dazu gehen wir doch einfach mal wieder zurück zur Außenansicht, sage ich jetzt einfach mal. Und dann auf zur Arktis. Schön, dass mir jetzt so spät gesagt hat, dass man die upgraden kann. Mann! Und die ist stumm. Sie redet, aber man hört sie nicht. Okay, wählen Sie einen Startsektor aus. Akia-Schollen. 4 Inseln ungefähr gleicher Größe. Bilden die Akia-Schollen, die viel Bauland bietet. Dieses Gebiet kann schon das Interesse eines anderen globalen Mitbewerbers geweckt. Der seine Handelsroute erweitert. Okay, da ist glaube ich schon jemand. 14 Bergbauplätze, 26 Küstenbauplätze. Ikuma-Gletscher. Riesige Berge reichen bis zum Ikuma-Gletscher hinauf und lassen kaum Platz für anderes. Ja, toll. Viele aufgegebene Bodenplattformen setzen dem Meer zu und die Arktik... Okay. Und dann haben wir hier noch die Kingate Protektorat.
Das King Guide Protektorat besteht aus 2 großen Inseln mit einem Klimastabilisator, der Arctic Custodians, dessen Erneuerung ist seit einiger Zeit überfällig. Schwierig, was nehmen wir denn hier? Jetzt haben wir vorhin eine Inselwelt genommen, dann könnten wir hier erst die größte Welt nehmen mit 48.000 Hektar, aber da ist schon jemand. Was nehmen wir da? Ich glaube, wir nehmen das hier. Mal schauen, wer dann da schon ist. Sektor übernehmen. Sollte da nicht jemand reden? Es kommt mir plötzlich alles so leise vor. Gut. Es geht wahrscheinlich um den Handel zwischen der Arktis und der Hauptversorgung. Und darum betreten wir doch jetzt einfach mal die Arktis. Jetzt hört man sie schon wieder nicht. Was ist hier los? Erklärt ihnen, wie die Temperaturen unter Null gehalten werden. Scheiße, hier ist was verpackt. Immerhin steht da, was er sagt. Super. Ich muss da mal schnell schauen nachher, was da los ist. Aber es sieht schon mal toll aus. Cool. Sie möchte, dass ich ein Arktislager richte. Aber ich muss da schnell beheben, was da los ist mit dem Sound. Moment, schnell. So, hier sind wir wieder. Mal schauen, ob sie jetzt mit uns sprechen will. Einer hat schon mit uns gesprochen, vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Momentan scheint nicht, dass sie mit uns sprechen will. Okay. Region, besetzen Sie eine Insel in der Arktisregion mit dem Gründen Sie Ihren neuen Standort, wo Sie wollen. Alle sie redet Inseln mit uns. bieten gute Konditionen. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Haben wir hier was drauf? Hier ist schon was drauf. Wahrscheinlich die Werft oder so. Was haben wir hier? Ich weiß nicht schon, ich will nördlich sein, weil ich meine... Volle Kraft voraus. Kommandoschiff ist unterwegs. Oh, shit. Wenn Sie hier ein Vertriebszentrum bauen, kann ich Ihnen die Insel offiziell überschreiben. Ja, bitte Mit beschreiben dem Sie. Erwerb dieser Insel haben Sie auch die Schürfrechte für dieses Gebiet erworben. Die Arctic Custodians werden Sie von jetzt an mit Argusaugen überwachen. Ihre Vorgaben sind streng, aber beim Aufbau Ihrer Infrastruktur sollten Sie sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Yo, tut mir leid, dass dir meine Kollegen die kalte Schulter zeigen. Wille Jorgensen, schön dich kennenzulernen. Ich führe hier einen Handelsposten, aber das Geschäft... Ach, komm doch mal vorbei, ja? Bitte. Ja, mal schauen. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ja, schön, dass er jetzt wieder mit den Modulen kommt, aber jetzt sind wir noch bei Null, jetzt interessiert es mich auch nicht. Erwerben Sie Beschützer, heißen sie hier, also die Bewohner, ne? Bauen Sie Polarwohnungen, besiedeln Sie Ihre Angestellten in der Nähe einer Wärmequelle an. Was ist denn eine Wärmequelle? Sehe ich die irgendwo? Ist vielleicht das ganze Ding hier eine Wärmequelle? Wahrscheinlich schon. Naja, ich mach's jetzt einfach mal. Hier so rüber. Und hier auch. Und dann fangen wir nochmal an zu bauen. Ah, jetzt sieht man die Wärmequelle. Wir werden für Sie hier alles im Auge behalten. Bauoptionen erweitert. Gefällt mir. Machen wir mal 4. Weil... Oh oh. Treten Sie ein. Ja, ich weiß. Das war... Mann, die sind aber schnell. So. Bitteschön. Bauen Sie Polarwohnungen. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Du willst mir sagen, ich will jetzt schon wieder Vitamin-Drinks. Oh. Kann es sein, dass ich irgendwie hoch den Vitaminring von der Erde da hinschicken muss? Es ist interessant. Ich werde es herausfinden. Nee, muss ich doch nicht. So.
Wärts baue ich nochmal 2, das heißt die 8, ne? Und wir haben jetzt 8 von 10, das heißt 2 brauche ich noch. 2. Gut, Ihre Siedlung scheint unseren Vorschriften zu entsprechen. Sie dürfen Ihre... Tja, und genau das steht gerade auf der Agenda. Musst du mir jetzt einfach Orbital Watch dazwischen ist reden? immer noch eine Gefahr für die Handelsrouten der Union. Sie müssen ihren Raumhafen mit eigenen Docks ausstatten. Ja, was wollte der andere noch sagen? Dankeschön. So gut. Aluminiummine brauchen wir nicht gerade. Druckkammer. Braucht wir Fischerei. Ja, wir sind Fischen. Wo kommt eine Fischerei hin? Hier. Jetzt muss ich die anbinden wahrscheinlich, ja? Metallschaum jetzt wieder produzieren. Okay, was haben wir noch? Konservefabrik, die gehört natürlich zum Fisch dazu, ne? Da werden wir sie hier auch hinbauen zum Fisch. So. Dann wird sie auch ein bisschen laufen und dann kommt das Zeug hier hoch. Das ist das Transportzentrum, dafür brauchen wir Metallschaum, aber wir müssen jetzt hier diese Fabriken errichten. Und zwar eine hier. Und dann verbraucht pro Minute Aluminium, das heißt wir brauchen das dazu. Oh, das wäre das Transportmittel. Okay, kommt der schon. Die bauen wir. So, die braucht jetzt auch. Oh shit. Neue Sprachchat-Einladung. Ja. Logistiknetzwerk überlastet. Warte mal, wie kann ich das öffnen? F2? Wer ruft mich denn hier an? Verfolge. Kann nicht gestartet werden. Hallöle. Sprachchat kann nicht gestartet werden. Wieso das denn? Komisch. Gut. Was wollte ich? Ich wollte das Transportdingens bauen, aber kann ich glaube ich nicht, weil die Ressourcen nicht reichen. Das ist super. Ja. Metallschaum. Gut, ich schaue zuerst mit. Hallo? Nein, geht's noch? Wieso? Hallo? Gut, jetzt. Scheiße, das wollte ich nicht. Was ist jetzt hier los? Wieso gehen die Tastenbefehle nicht mehr? Alles klar, wieso funktioniert die Tastatur nicht mehr? Spinnst du eigentlich? Was soll das jetzt? Das geht doch. Komisch. Gut, also wir müssen jetzt schnell irgendwie diesen Schaum herstellen. Und dann machen wir nämlich dieses Transportmittel. Für das brauchen wir noch 3 von diesem Metallschaum. Und dann geht es hier auf der Arktis weiter. Und ich bedanke mich hier schon mal wieder mal. Wieso gehen jetzt diese blöden Befehle nicht mehr? Ich glaube, das Spiel ist noch ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Ganz klein wenig, ne? Machen wir halt so. So, ich bedanke mich mit diesem Bild fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier in der Arktis. Bis dahin. Tschüss.